Vielleicht habe ich mal euer vertalt von den 3 kleinen Jungs, was du sich vertalten von wohnt von ihrer Vorderstadt Busigste ist. Und zu der einer sagt, dass sie da, die kann mit einem Flitzbeeren scheiten und an der Pfeil vorbeiran und an der hängen Baumstuhl, wenn der Pfeil dann ankommt. Dann sagt der andere, das verhält mein Vater kann mit einer Flint scheiten an den Schass vorbeiran und an der hängen Baumstuhl, wenn der Schass dann antraf. Und dann sagt der Dritte, das verhält nicht. Mein Vater schafft für die Regierung, der schafft bei Tag 5 und der ist Tag 3 Tüß. Und so der will nachbausen. Wenn die Jungs sind, die wissen alle haben, dann ist es einmal so, dass Papa ist das Stärkste, der kann das alles daran und all so eine Dinge steht. Ich weiß nicht, was das damit ist, meine Großjungs, die reden noch von mir unangenehm. Ich weiß nicht. Das ist noch nicht ganz so weit. Aber wo wir die lernen, die von Jünd, was große Jungs haben, wo ist die lernen, wo die sehen, die wir einmal kann unangenehm. Und so, das ist interessant. Und wir haben unsere Kinder, die sind geboren, die sind ganz klein und wir drehen den Rahmen und wir einmal verarbeiten, was passiert, dann legen wir Ungerst auf den Flur. Und so, das ist interessant, dass es dort schafft. Aber es ist danach gut in Futter sein und Weisen, wir reden von himmlischer Weisheit für irdische Probleme. Und von der will ich bloß einfach ans alldeutsche Leben nehmen, 5 Dinge von uns alldeutsches Leben, wo Gott will haben, wir sollen weisen. Und so, ich nenne diese Botschaft Leben in Weisheit. Und so, wir wollen bechecken nur 5 Dinge. Das sind bloß, ich sage, das sind mondagsche Dinge. Wir haben einmal ein bisschen Gefall vielleicht, dass Sonntag ist. Sonntag dann, ja, dann sagen wir, oder Christen, wir sind in der Kirche. Aber Montag ist wichtiger als Sonntag. Aber wer wir sind von Montag bis Montag ist wichtig. Und diese Timers, was ich anschauen, die sind alles sehr große Timers und wir können vielleicht lang von reden. Das wird bloß ein bisschen eine Anleitung sein, aber bloß ein bisschen eine Erinnerung, dass wir weise sind in all diese Dinge in uns Leben. Und so das erste ist Weisheit in Familie. Die Bibel hat wenig zu sagen von Familie. Das ist interessant, oder von Kindern abtragen. Weißt du, das ist ein Ding, wo wir jeden Tag mit leben, wenn du eine Familie hast. Jeden Tag, 24 Stunden Tag, versuchen wir unsere Kinder zu lernen. Und der Reich der Eltern sind, und weise Eltern sind, aber die Bibel sagt abfallend wenig von Kindern abtragen. Und die Bibel sagt so eine Dinge, wir wollen ein bisschen alle checken, was die Bibel zu Kindern sagt von dir, aber die Bibel sagt zu dir als Vater zum Beispiel, sollst du die Kinder nicht verbessern. Aber das ist ungefähr alles. Na, da sind so viele Dinge in der Schrift, was wir können sagen, ich habe auch ein Familienleben anwenden. Aber einmal wird wir gleich einmal ein ganz interessant haben, von wo die Kinder abtragen ist. Na, wir dann unsere Lehre geben, Weisheit für Eltern, und das ist ein sehr gutes Ding. Viel von dort hat vielleicht mit Erfahrung zu tun, oder wir haben bloß einfach Weisheit angewandt in Kinder abtragen. Aber wenn es kommt, bei Kinder abtragen, bei befreit sein, bei some von diesen Dingen, wo wir jeden Tag immer mit schaffen, dann sagt die Bibel abfallend wenig davon. Und das macht interessant. Aber ich glaube, wenn wir weise leben, das ist in all diese Areas. Spreche sagt, mein Kind, da was dein Vater dir sagt, und verjagt niemals, was deine Mutter dir gelehrt hat. Na, bevor ich wieder gehe, weil ich einiges hier sagen, da ist das Weisheit, aber die Schrift nimmt es selbstverständlich, dass Eltern sind weise. Eltern sind nicht immer weise. Einmal sind Eltern sehr unweise, und einmal wird vielleicht sogar die Kinder sein, sollen never das tun, was die Eltern tun, oder was die Eltern lehren. Aber von der Weise, was ich denke, dass Eltern sind weise. Wenn das, wo die Schrift dann ancheckt, und so die Schrift sagt, das Kind soll das tun, was Vater gelehrt hat und was Mutter gelehrt hat, wenn das sind weise Menschen. Mama und Papa haben weise gelebt. Und weißt du, wie als Eltern, wir sind never vollkommen. Wir haben alle einmal Fehler in uns Leben, aber danach können wir mit Weisheit umgehen. Und wenn die Kinder uns sehen, wenn die Kinder hören, wo wir entlehren, dann sollen die Kinder dort nur folgen. Wenn du denkst, als Vater, als Mutter, was du hast, dass deine Kinder sollen so leben, als du das.
Aber wenn sie so leben, als du das, sind sie dann weise Menschen. Das sind vielleicht Frauen von uns als Eltern. Manchmal wird ammerkelige Frauen. Aber die Schrift sagt zu dem Kind, er soll dort tun, was Vater und Mutter lehren. Er sagt, hol wird, immer bei dir im Hort und angeschlossen und häng die da an den Hals. Das bloß ein Weich von sein, merkt das Port von dein Leben. Hat in dein Hort, hat dich bei dir. Dort, was Mama und Papa gelehrt haben. Weißt du, das ich gesagt, wenn Kinder klein sind, dann ist Papa oder Mama und Papa, das sind die besten Menschen für ihn. Ich meine, das, wo sie sich absolut nicht, und Papa ist das Stärkste, heißt der Beste und all die Dinge. Dann einmal, wenn sie mit alle waren, dann einmal wird Papa nicht mehr ganz so klug. Vielleicht hat je some von den Dingen belebt, aber ich beleben das nicht, dass die nicht Kinder aber einmal klicken sind, als die sind. Aber ich sage, für die Eltern, sie mal geduldig, die waren noch 25 geworden. Und so laut am Leben bei einmal, dann hat Papa war viel mehr zu sein. Und weißt du, das ist interessant, dann bei einmal dann 60, 70 Jahre alt, und dann starb Papa, und das ist bloß einfach ein großer Verlust. Halt, es kriegt, wie alt du bist. Und du bist vielleicht selbst ein Großpapa. Aber wenn deine Eltern sterben, das ist bloß einfach nach daran denken, was uns strandet. Und so, die Bibel sagt, zu den Kindern, hol wird, hol dich bei dir. Wenn deine Eltern die lehren, deine Eltern sind den Weg gegangen, die können die lehren, den Weg zu gehen. Die können einmal sein, wenn du das und das warst, dann wird das dort nicht utkommen, wenn sie haben das als selbst belebt. Und so Eltern sind weise. Wenn du reisen das, wollen die den Weg wiesen. Wenn du schlafst, wollen die holen. Und wenn du abwachst, wollen die zu dir reden. Wir haben Versen, und ich hatte die nicht auch, aber ich wollte lesen, in 5. Mose, wo Gott zu seinem Volk sagt, so steht, diese wir, der ich von der je, soll je nie nicht verjeten. So er redet von das Gesetz. Schwabt die nicht Kinder ab mit dir. Redet von dir, wenn die in ein Haus setzen, und wenn die reisen, wenn die in du leihen, und wenn die abstehen. Das ist korrekt, was er hier von redet, dass durch uns ganze Leben, ob du tust im Haus bist, als du schlupen gehst, oder abstehst, oder als du schaffen das, oder du reist irgendwo, und was immer du Montag das, da leben wir unsere Kinder, wo sie sollen leben. Und so Gott sagt zu uns als Eltern, wenn das Kinder das kann tun, musst du als Vater und Mutter wissen. Wenn man du nicht weiß, bist, und sie holen deine Reden, gehen deine Reden nur, dann sind sie auch anwesend. Und so das ist wichtig, dass wir als Eltern lernen wissen. Er sagt, dort, was sie lernen, als ein dagelijk ertragweisen kann, die lernen, wo die leben sollen. Und ich wünsche, dass wir immer so von Eltern, dass die Eltern ihre Lehre ein dagelijk ist. Aber wenn Gott sagt zu uns als Eltern, dass wir sollen das Licht scheinen lassen für unsere Kinder. Some von ihnen wollen vielleicht befrieden, wollen noch mal Kinder haben. Lehrt ihnen von der Weise, dass ihre Kinder können Weise abtragen. Wenn man schosselig sie aus dem Futter, und ich merke so die Worte Ideas, und ich bedränge mich, und ich brauche Drugs, oder ich tue das, oder ich tue das, dann sehe ich nicht ein Licht für meine Kinder. Und die können mich euch folgen. Wenn sie tun, dann sind sie so anwesende Menschen. Und so wir als Eltern, wir wollen weisen, und so Gott sagt von dir zu uns, dass in der Familie soll es weise dahergehen. Na, das, was ich sage, das ist ein sehr großer Thema, wir können lang von reden. Aber ich will Ihnen einfach abschwarten von der, dass die als Eltern weise sind für ihre Kinder. Die gehen in die Fußstapfen. Weil wir so leben, dass sie können in unsere Fußstapfen gehen. So, Weisheit in Eltern, Weisheit in Arbeit. Na, welche Arbeit ist ein Ding, wo wir jeder Werk mit schaffen, nicht? Na, wenn wir von Arbeit reden, dann müssen wir die rechte Idee haben von Arbeit. Und welche Gott selbst schafft. Arbeit ist nicht die Üse, Arbeit ist nicht nur, wenn die Welt gefallen ist. Gott hat voll vorher Adam und Eva von Arbeit haben, sie dort das Garten unterhauen und den bearbeiten und merkt die Tiere unter und so Dinge. Und so Arbeit wird all. Gott schafft in der Schöpfung. Jesus sagt, dass der Vater schafft und ich schafft. Und so Gott schafft.
Na, wenn wir von Arbeit reden, wie uns Mennoniten, wir sind ein Volk, wird bekannt ist für seine Schafen. Und einmal fehlt zu sein. So ein Ding, was Port ist von Arbeit, ist Reven, Rest. Gott deut resten, Gott deut Reven von der Welt merken, sagt es, na, ich glaube nicht, wen er meint wir, aber aus ein Beispiel von wo wir sollen leben. Und zu uns fehlt ein Tag, was wir können zu sehen sagen, wo wir können resten. Na, einmal in uns drachet leben und von der alles online und so weiter, das ist schwer zu resten. Aber welche Arbeiten ist wichtig? Ich weiß kein Mensch, was mutloser ist, als so einer, was Lust hat. Und einmal, ich habe vielleicht nicht schaffen, wenn Krankheiten und so weiter, aber das ist ein schweres Leben für einen Mann. Mann ist nicht gemerkt, im Haus satt. Na, wir können auch mal im Haus satt, nicht, aber ein Mann ist doch nicht gemerkt, zum Tag nachschaffen. Und so einmal, der unsere Familie da liegen, wenn wir ärmer schaffen, vielleicht sollte nicht ärmer sein, aber wir don't manchmal mehr ärmer schaffen, nicht? In der Familie, der da liegen, der Euche, der da liegen, Papa hat never teach für die Kinder, never teach mal Ball schmieden und catchen, so eine Dinge. Und so wie als Eltern, wir müssen weisen und das, dass wir schaffen, aber nicht zu sehr schaffen. Und so spreche haft Wort zu sein von schaffen. Er sagt, gut du Fühlerpelz, nur der Einzige. Und check einmal, wo die leben und nehmen Lehr an von dir. Diese letzte Woche, oder vielleicht mal 2 Wochen drin, hatten wir ein Teil Einzige in der Office. Und so, die waren dort mein Dash, und dann hatte ich da mit Träumels Hand, bloß zum die mal mit beobachten. Und dann meistens kam der eine Hand, und dort ist meistens der Einzige, der hat auch WhatsApp. Ich glaube, der Hand. Und so, da kam eine einzige Hand, und dann meistens dann eine ganze Herde. Und ich dachte mit nur lesen, der Einzige, der kann vielmal mehr wegdrehen, als was es alles schwer ist. Das ist interessant. Ich meine, die Menschen, ich weiß nicht, wer das mit der Einzige berät hat, aber anyway, wer hat mal eine Einzige gewählt? I don't know. Aber anyway, sie glauben, dass eine Einzige kann wenigstens, weil die eine sieht von 10 bis 50 Mal so, vielleicht das ist mir ein großer Unterschied. Aber vielmal mehr mal, als was die schwer sind. Ich beobachte Einzige. Grote Bieter Brot schlapten die sich auf, und dann evident kommt noch einer dabei, und dann noch einer, und dann schlappen die mit einem groten Biet auf, viel gratis Einzige wieder. Und so, Einzige sind auch möglich, nicht? Ich meine, das ist interessant, zu checken, wie die schaffen. Und so, Gott sagt, gummel nun Einzige klampen, und dann check mal, wie die schaffen. Er sagt some Dinge von der, er sagt, die haben kein Lehrer, kein Förster, und keinen, der eben an regiert. Und ich weiß nicht, es ist immer so erst mit Einzige, aber was er hier sagt, erst das Einzige, die schaffen selbst. Aber eigentlich sagen wir, die haben Initiative, like Einzige, die brauchen nicht nur gepitcht. Ich denke, was manchmal mit Schwarz an sich Kinder lernen, ist, dass sie selbst checken, noch was viel zu tun. Selbst checken im Haus, wenn einmal, weil wir bloß gerutscht dort tun, was uns nu bemacht ist. Und so, wenn wir reich schaffen, wir lernen uns checken. Even wenn wir nicht einen Lehrer haben, ich denke, was die Bibel sagt, dass wir sollen uns für uns wird nicht anders schaffen, als wenn du das nicht hast, oder nicht bloß für den sie eine Übung schaffen. Und so, wir sollen lernen, auch Lehrerschaft nehmen ans eine Leben. Weißt du, ich denke, wenn ab an der Vision-Klasse, da wird du warst, und da reden wir einmal von dir, dass du bist immer ein Lehrer. Jeder einer von uns ist ein Lehrer. Und der erste steht, wo du lernen das, ist dein eine Leben. Wenn du dein eine Leben nicht lernen kannst, dann kannst du keinen anderen lernen. Und so, wenn du ein Lehrer warst, dann musst du verstehen, dein eine Leben zu lernen. Mal ein Tiet abstunden, dort Bad abmerken, und dort tätig von der Schrauf riem, und Salz abwaschen, oder was immer das alles ist, nicht? Aber lernen, dein eine Leben zu lernen. Und so, das ist, was er sagt, was wir von einem sollen lernen. Und doch bringen sie den Pferd zum Winter oder im Sommer an. Na, das ist ein großer Thema, sogar ein Geldthema, aber die Einzige schaffen vorab. Die schaffen zum Pferd im Winter haben. Und einmal, wir schaffen bloß von der. Wir sagen einmal, dass wir schaffen von Hand und Müll, das wo wir leben. Und den Tag, wo ich nicht schaffen darf, dann kann ich auch nicht essen. Er kann niemals was Tag gesammelt, und einmal sind die Reifen verbraucht und trock, und sie können ein, kann nicht Reifen schreiben. Mal muss ich eine Konsulte betonen beim Doktor, und ich kann nicht, wenn ich kann auch niemals ein Preis zu sehen. Und so, der Einzige checken vorab.
En dat is een weg van leren dat we een beetje voorop checken. En weet je, wie dan eenmaal? Wanneer ik boodschap vooruit merk, ik zie naar zo'n mensen was, dat de boodschap maakt wat vrijdag zo is eruit zijn, wenn Sinn und weil ich nicht an der Botschaft schaffen. Einer der wir in dem Gedanken fertig, aber ich schaffe vorab. Ich plane das so, dass ich dann, wo ich nicht brauche, das tun. Und so das ist bloß ein Ding, was wir uns lehren machen. Wer sein Land bearbeitet, wird genug Brot haben. Wer noch annutzbare Dinge strebt, braucht nicht sein Verstand. Und das war eine Idee von, dass wir der rechte Zeit, das rechte tun. Und so, wenn wir einen Former sehen, das sind 100 Versen, ich kann die Versen lang nicht alle hinein, weil ich würde gleich von dir, ich halte viel Versen von dir, wenn ich das so laute Schrift bloß tun zu reden. Aber weet je, hij redt van, hij is bij een Füllpelz in Acker vorbeigegangen. Das Ganze in je Krüt gewassen, die Schreiner waren Stuhl gebrochen, das ist alles verfallen, alles verkommen. Wenn die Aula, der legt im Bad, hij sagt, die Aula dreht sich im Bad, so ist eine der abgehängt. Und so, die Sprecher braucht interessante Bilder. Und so, wie kann Füllpelzen sein, nicht? Er sagt, der Füllpelz soll man nur einziehen. Aber weet je, das Vers meint was einfach, dass wir unsere Arbeit der rechte Zeit tun. Und dass wir nicht alles verschlanzen. Und einmal dann kommt danach was mangt, dann steht das alles still. Und so, wir arbeiten zu der rechten Zeit. Und so, Weisheit in Eltern, oder Weisheit in Familie, Weisheit in Arbeit, Weisheit in Geld. Du hast kein Thema in Sprüche, wo das mehr von redet als von Geld. Geld ist ein sehr, sehr großes Thema in der Bibel und ein großes Thema in uns Leben. Wir schaffen für Geld, wir brauchen Geld zum Eten, wir brauchen Geld zum die Kirche ran, wir brauchen Geld zum verschiedene Dinge. Wo immer du in der Welt wohnst, du brauchst Geld und du lebst für Geld, du schaffst für Geld. Aber wie man die rechte Einstellung haben über Geld. Und so Geld gehört Gott. Das sind von den ersten Dingen, was wir müssen lernen. Das Geld gehört Gott. Er sagt, so steht, ein von Davids in den Psalmen, die Erde aus dem Herrn sinne, und auch alles, was da bin ist, die Welt und all die, was da bin wohnen. Das ist eine Idee der ganzen Schrift, dass das gehört Gott. Wir sind Verwalter, wir haben uns Value hier bei der Kirche an, in Valor, wo wir einmal von reden, in Scheidart und der Verleib lesen. Aber wir sind nicht Eindämmer, wir sind Verwalter. Ein Verwalter meint, du bist nicht der Eindämmer. Paulus sagt es selbst in 1. Korinther, willst du ihr, die hört dem Herrn und alles, was da bin ist. Und so wenn ich und dort, was ich habe, so nun check, dass das meint, dann du ich selbst entscheiden. Wenn das aber Gott sind ist, und ich da weiß leben, dann frage ich Gott, was ich mit meinem Geld tue. Und so das war ein sehr großes Thema. Ich will Ihnen bloß some Ideas geben. Geld ist gut. Geld ist gut. Na, ich will Ihnen hier falsch wissen, was wir einmal missbrauchen. Das heißt, dass das jetzt als eine Wartel, wo das allerhand bei sich kommt. Einige haben sich dort gelassen lassen und sind dadurch von Glauben aufgeehrt und haben sich selbst dadurch viel weiter zugesagt. Und weet je, das falsch ist so. Viele Menschen schrecklich viel Sorgen und allerhand Schwierigkeiten im Leben, wenn jetzt oder wenn Geld auch gehandelt. Der engelsche Übersetzung sagt, der Leib für Geld. Ich gleich dort in einen Weich Dollar, aber Plattdeutsch heißt es, sagt jetzt. Na, wo ich das falsch hier ist, wenn wir haben einmal mit dem Glauben gehört, sind gehört, dass Geld ist der Wartel von allen Beisen. Und das ist nicht so. Das ist nicht, was die Bibel lehrt. Die Bibel lehrt, dass der Leib für Geld, so es hier sagt, die Jetzt, ist die Ursache, der Wartel für alle Hand Beisen. Und so, dass viel Beise taub geknackt in dieser Welt mit Geld. Ich meine, wir brauchen in unserer Welt nicht so wie checken mit all den Gangs, was da sind, all die Dinge von Drugs und Geld und so weiter, dass wir wissen, dass das viel Beise zu hängen. Und das sowieso ganz und gar Geld kann uns regieren, Geld kann uns vom Weg raufbringen, so hier sagt, dass wir verehren und dass wir uns Leben schwer machen. Aber Geld in sich selbst ist nicht schlecht. Aber die Jetzt hat der Leib für Geld. Und das, wo ich verlebe, das ist Nummer 1 in meinem Leben. Dann kann es viel bringen. Das heißt, Gott sein Sehen merkt einem Reck und in mir. Das ist ein bisschen ein interessanter Vers. Aber was das Vers an sagt, ist, dass wenn ich mit Gott sein Sehen haben Gott habe.
Aber wenn ich mit Gott sein Segen Geld verdiene, dann hast du nicht alle Hunde mehr, dann hast du nicht alle Hunde Sorgen dabei. Und welche Menschen fehlen, die Sorgen sind ganz krank wegen Geld. Dat is mijn nummer 1 geworden, nu heb ik dat verloren. En wat immer du hast, oder jetzt wat ordentlich in mijn leven, ik had dus werk veel eigenlijk gehad, wat immer dat is. En weet je, wanneer we met God zien sehen, schaffen, dan meine ich, dat niemand so een Trouble haben. Aber dan meint dat ik schaffe met God zien sehen, en wanneer ik wat verliere, dan heb ik bloß God zien verloren. Ik las mal een geschichte van een man, die hij was een zeer rijke man, een zeer grote fabriek, en kwam meest arm met zorgen. En voor een dokter en verzocht somehow zijn Körper abzubauen. En dan kwam er een dag wat door dat hij zijn Habengoud mal ganz teruggeeft naar God. Dat bloß einfach mal in zijn Hort erkannt, hij knijpt zich danach bij zijn baardol en hij schat zijn Hort uit naar God en hij jaft het mal alle naar God. Meest wat drinkt het van. En dan zijn ze die fabrieken van vier. En zo hij fährt dahin, aber hij steht und hängt sich auf, ganz zonder Sorgen, kommt ein von seinen Arbeit und sagt, like, wat in der Welt mit die, like, check mal, die in der Fabrik brennt. Ja, sagt er, ich gebe Gott, die gestern so ist und so, wenn Gott die verbrennt, dann lohnt ihm, like, das seine. Und so, das ist nicht Geschichte, wenn ich es wahr ist oder nicht, aber dort kann ein Unterschied merken, wem's haben Gott durch das. Da merken ein Unterschied an die Sorgen. Und so er sagt, Gott sein Sehen, halt uns dort, wenn ich bloß mit mir dort tun. Und so, wer sagt Geld? Geld ist gefährlich. Geld ist gut, aber das ist gefährlich. Und so wie man einen Mädelstreck fing mit Geld. Er sagt, krieg der Ries eten mit Sonne, die du gut bist, als besser als gemastert Ossenfleisch mit Menschen, die sich nicht verdrehen können. So wenn je Nudels op hand te maken en dus Läwen am das, dat is beter als de dierste steek met hoos. Zeg maar waarom dat je was, hoe veel Läwen, da war bloß genubert en gelacht en vertaald, en die uit je reins vlees, even dat schmeckt zijn. Like broccoli oder een so wat. Gleich wer von je broccoli? Dan tja je ook wel. Aber weet je, broccoli met Läwen is beter als steak met hoos. En dat ding wat God zegt is dat ram en stash zal Läwen zijn. En wie kan alle pasten gaan en danach hoos gaan ram dash. Aber stelt je mal vor, een feiner steak. Dat is ongeveer een beetje meer als half goor. En dat is bloß juicy, fijn gebakt, dat men de half bloß in dus Läwen am dash. Dan is het goed, niet? En zo, dat is niet dat we niet zo'n steak eten naar gemasterd Fleisch, aber dat is beter bloß ongereins een parazzel, ja, wat we leven met Läwen, als de paas te gaan met hoos. Dat is een beetje de idee. Hij zegt weer, dat Dodenrijk kan immer meer nemen en zo zijn mensen u niemals tevreden. En weet je, wanneer geld nummer 1 is in die, dan helpt het krachtelijk hoeveel du hast, du bist immer ontevreden. En du bist immer meer. Wenn du als immer noch das wär, wat mehr hast als du. Gott will haben, dass wir sollen mit Geld so umgehen, dass wir dort erkennen, dass Geld ist gefährlich, dass wir dort reich mit umgehen. Er sagt wieder, Geld hat Pflichten. Geld hat Pflichten. Ich meine, es gibt viele Geschichten in dieser Welt von sehr reichen Menschen, die haben alles verloren, wenn something, was vielleicht in der Welt passiert. Ich meine, da kann aufbrennen in einer Nacht, die Ökonomie kann da einmal ganz raufgehen. Aber dein Geld, wenn das Land, wo du lebst, das Geld wird da einmal nicht wird. Verschiedene Geschichten habe ich hier, das große Reichtum ist bei einmal fort. Er sagt, das Reichtum brauchst du bloß anchecken,
dan verschwingt en dat zou je het mir dat ook vergen. Ik dacht, ik had hier 500 Peisen, ich habe noch 100. Wo ist das geblieben? Hat er nicht mal angecheckt. Die kreeg vlechten en vlechten, die wollten nähen als een Udler. En so de leer is dit. Wanneer die op geld verlaat en die scheingoen als doorboven, dat kan een tijd verschwinden. Maar dat kan één wat passeren, zo hastig, dat op eenmaal weg is en wanneer je al een beetje länger op deze wereld zijn, dan weet je krak van wat ik rede. Dat kan zo hastig bij eenmaal voet zijn. Hij zegt, Reichtum blijft nicht ab Emma en een kroon is niet zeker van voeder nom zijn. En zo eenmaal denken we zo, okay, ik wil zo erschaffen, wie mijn familie, mijn kinderen zullen dat goed hebben. En dat de gedanken behingen is ook slag. Wat dan eenmaal passiert is, dat kinderen hebben bloos geleerd nemen. Niemals geleerd zelfs verdienen. En van deze dag, wanneer we de wereld naar checken, dan zeggen ze ons dat die gewisse generation, die haben nicht geleerd wirklich schaffen, wenn Papa hat immer noch Geld gehabt. Und so das ist auch ein gefährliches Ding, wenn wir bloß einmal geben. Und so, Reichtum ist nicht sicher, dass er wird bleiben bei den Kindern. Und so, wenn sie Kinder lernen mit Weisheit, dass sie reich und Geld nachchecken. Geld und Zufriedenheit. Und das ist wichtig, dass wir Zufriedenheit haben. Das heißt, das ist besser, wenn einer wenig hat, en gottesfürchtig ist, als wenn einer viel hat en unzufrieden ist. Und so, dat me maakt dat, oder? Ich weiß nicht, sagt, was man tun kann. So, wir wollen lernen, zufrieden sein. Ob wir viel haben oder wenig. Weisheit meint, dass wir sind zufrieden. Er sagt wieder, wenn wir Kleider und Eten haben, damit sollen wir zufrieden sein. Das ist vielleicht noch mit tun, wo viel Kleider, nicht? Oder wo viel Show. Aber weißt ihr, ich weiß nicht, ob Sie mal gedacht haben, wenn Sie mal alles wahrnehmen von Ihrem Leben, was Sie nicht würden brauchen, zum Leben bleiben. Was bleibt da? Ich meine, wir würden nicht mal Kleider brauchen. Oder Show oder sowas, nicht? Aber Luft und Eten, oder Wutter. Und so, wenn wir das Sippel aufschauen, mit was sind wir zufrieden? Na, da meine ich, dass wir sollen niemals was haben. Aber was unsere Einstellung über haben geht, das ist sehr wichtig. Er sagt wieder Geld und Trüheit. So, wir reden haben von Weisheit und Geld. Geld und Trüheit. Und Trühermann wird rechtlich gesehen worden. Wer sich aber bloß bei mir gerecht worden, wird nicht ungestraft bleiben. Und weißt ihr, wenn wir treu sind im Leben, die wird rechtlich gesehen worden. Wir denken einmal so, dass wenn ich nicht betonen oder wenn ich bescheiden oder wenn ich hier und dort alle ein Geld gebe, dann komme ich nirgendwo hin. Und dann weißt ihr, hier in Mexiko ist das auch ein interessantes System. Und ich tue nicht Menschen rechten, wenn die versuchen, wiederzukommen im Leben. Aber das ist ein großer Unterschied, was in meinem Hort ist. Sie achten, was mutwillig Sieg noch unterbrechen will, zum Verweg kommen, aber sie achten, was mit einem abbrechen Hort muss leben in einer unterbrechen Welt. Das ist eine große Welt von Unterschied. Und ich weiß, wir haben Läwen hier in das Land, was wir meist euch erklären können, oder wo, wenn wir das nicht tun, dann würden wir das niemals was tun hier, nicht? Aber was das in meinem Hort ist, das ist wichtig. Wenn einmal sie achten, was mutwillig ist, unabhängig für sich zu schaffen. Und ich versuche die Polizei zu bescheiden, was die das wollen oder nicht, aber ich will das. Und weißt du, das ist ein großer Unterschied, in wo wir da nachchecken. Und so ein trüber Mann sagt er, was gesehen. Der Herr kann beides nicht vertrauen, falsches Gewicht und falscher Mut. Wie kann das auch nicht vertrauen? Ich meine, wenn sie die Wort verscheiden, und die wahrscheinlich das lang nicht in Chile, was sie die verscheiden, oder das lang nicht in Liter, das leicht wie nicht mal. Und so Gott das auch nicht. So wenn wir Geschäft treiben, dann werden wir abrechtig Geschäft treiben, in Chile verscheiden, oder ein Liter für ein Liter, oder was immer, dass das lohnt, ist reich ausgemessen. Wofür gibt es nicht Streiterie, wenn die Grenze tun, dass aber recht steht, oder wie glauben, dass er so reich gemessen, oder was immer das ist. Das ja viel so eine Dinge steht. Und so Gott will haben, wir sollen abrechtig. Er sagt, in Abrechtigkeit durchsehen. Und so weil wir als Gott seine Kinder uns lernen, abrechtet heute haben in einer unabrechten Welt.
Und so wie wir, so ich sage, wir leben in einem Land, wo es so angerecht ist, dass wenn du nicht Geld an der schieben ist, dann wirst du bloß niemals was tun. Das mit Fliet ist dort angerecht. Aber was ist meine Einstellung zu machen? Sehe ich noch nur mehr abbrechen will? Oder sehe ich nur abbrechen will? Und so das ist ein Unterschied. Das ist echt ein Unterschied. Vielleicht merkt das bei Jüngern nicht sein. Aber ich kijk das an. Was ich in mijn hart habe, was ich will, das ist von großer Wichtigkeit. Geld und Schuld. Na, Schuld ist ein interessantes Ding. De Schrift sagt es dit, der Recht regiert über die Arme und wer borgt, als dem zijn Sklav, der ihm dort borgt. Na, weet je, de Schrift sagt nicht, dass Schuld haben einen Sinn ist. Aber de Schrift lehrt, dass mehr steht, dass Schuld als eine Sklaverei. Und weet je, wenn wir mit Schuld geschafft haben ans Leben, ein großes Interesse tun, und können wir abend Interesse tun, über dem das Interesse und Interesse tun, ich meine, das ist eine Sklaverei. Das wissen wir alle. Aber danach leben wir in einer Welt, wo wir sagen, weil ohne was Barre und ohne Geld Schuld merken, wo wir niemals vorankommen. Das ist auch ein bisschen ein interessantes Thema. Was ist meine Einstellung zu an? Aber wenn wir klar haben, dass wenn wir barren oder wenn wir Schuld merken, wir betonen, wir wollen ein Sklav. Und über dem schaffen wir bloß für Jan Menschen. Das Geld, was meine Familie fehlt, das hole ich Jan im Interesse und so eine Dinge. So, das merkt uns ein Sklav. Er sagt, bloß ein Mann, der nicht weiß, was er sagt, gehört, wird einem anderen die Hand geben und versprechen, seine Schuld zu betonen. Ich weiß nicht, als je irgendwer ist, was wird leichen, mir die Hand zu reden, zu meine Schuld betonen. Wenn je wollen, dann dürfen wir nur reden. Aber was er hier sagt, ist, dass wir sollen nicht unterschrieben versetzen seine Schuld. Auf Englisch nennen wir das Co-Signing. Einmal, wenn ich nicht Kredit und ich will mir was borgen, so dann frage ich die, als du wirst unterschrieben, dass ich mir das kann borgen. Und weil je einmal der Führer dort vielleicht von sehen, und so müssen wir auch weisen anchecken, das kann ich sagen, dass das immer ein Sinn ist. Aber wenn du versetzt wem unterschrieben bist, dann musst du das so tun, dass du das weißt, dass du wirst das betun. Wenn Jana nicht wird. Und so wenn du hast dir das Geld geliehen, sozusagen. Ich merke vielleicht einen Unterschied, dass ich das Geld habe, oder dass ich das nicht habe. Aber das sind gefährliche Dinge, wenn wir versetzt wem unterschrieben, für den sie eine Schuld. Wenn das Gift sehr gute Freunde, was die wollen, hängen Licht führen. Und so muss man immer aufpassen. Ich habe viel Feinde gegeben, manche Menschen, wen sonst das. Wenn ich habe versetzt wem unterschrieben und das ist verschwunden, irgendwo in der Wald geflohen, so sage ich nicht, das Geld kriegt Pflichten. Und nu zat ich hier mit der Schuld. Und so spricht er Nachbet von der Thema. Und so du sollst nicht selbst wem unterschrieben, dass du den Bad kann, dann kommt die Bank und nimmt den Bad fort. Ja, das ist fort. Und so wollen wir aufpassen, wer ist umgehen mit Geld? Geld und Geben. Noch ein sehr großes Thema von Geben. Er sagt, ihr dem Herrn mit was du hast und Opferarm, das erste Port von all deinen Ernungen. Dann wollen deine Speckers voll worden und deine Wienkrocken worden überan. Ich bin so froh, dass ich keine von den Wienkrocken habe. Aber anyway, die Idee ist, dass Gott gehört Nummer 1. Na, weet je, das war so ein Thema, das für Israel versprechen in ihr Land. Man immer denkt, der alle Bund, der dreht sich um ein Land. Und so, Gott sagt zu seinem Volk, wenn die mir wollen horchen, ich will ihnen wohlhabend merken, da waren nicht Knieper sein, der Regen wird Zeit kommen, verschiedene Dinge, seht ihr. Und das ist noch ein so ein Versprechen. Aber das Prinzip ist von der noch jährlich, dass Gott will Nummer 1 sein in dein Leben. Weet je, ons Leben schafft, oder das sind gewisse Dinge, die nicht schaffen, wenn die nicht Nummer 1 sind. Der Ehe ist ein von denen. Wenn dein Ehepartner nicht Nummer 1 ist in deinem Leben, dann schafft deine Ehe nicht reich. Wenn Arbeit Nummer 1 ist, oder Geld ist Nummer 1, oder ein anderer frühere Mann ist Nummer 1, dann weiß wir, dass das schafft nicht. Und so schafft das bei Gott auch. Und so Gott lehrt sein Volk im Alten Bund, dass sie sollen Gott Nummer 1 haben. Und so wir wollen lernen, Gott Nummer 1 haben ans Leben. Denkt daran, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Wer aber mit voller Hände ausstreut, wird
Richtig ernten. Und so dat is een ding wat Gott ons verspreit. Säen en ernten. En zo waar we wijzen wanneer het geld komt. We gaan er alle met aan. We schaffen alle voor geld. We verdienen alle geld. En zo waar we door reich met omgaan. Gott wil gaan dat we zullen wijze mensen zijn. We haben gecheckt naar Gottesfurcht gaan. Dat we worden Gottesfurchtig zijn. Want dat is de aanvang van wijsheid. En zo, Gott will haben, wir sollen gottesfürchtig sein, wir sollen weise Menschen sein. Und so werden wir uns lernen, dass wir Weisheit haben. Amen. Werden wir noch top beten. Und himmlischer Vater, wir danken dir für deine Liebe für uns. Dankeschön, dass du uns dein Wort gegeben hast. Wir danken dir, dass du uns halten lässt, dass wir weise leben. Herr, wir leben in einer unweise Welt. Wir leben in einer sehr unabhängigen Welt. En ik vertel dat u ons voorschalt dat we worden met wijsheid leven in onze families en waar we schaffen en waar we met geld omgaan.